Wo kein bist du, wo nehmen sind wie und worum Heimat pflegt? Das sind die drei Fragen, die wir stellt in uns Podcast. Hallo Heimat, der Schleswig-Holstein-Talk. Ditmal haben wir die Fragen Herbert Fraun stellt. Er ist der stellvertretende Vorsitter von Heimatverband für den Landkreis Steinbach. Fein, dass ihr Tau hören möcht. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Ja, also Herbert Fraun bin ich. Ich komme eigentlich aus Herzhorn, das ist in der Nähe von Glückstadt. Und da bin ich auf Buerhof groß geworden. Bin auch erst Buer West. Aber der Buerhof wäre dann doch nicht so groß, da ich davon leben kann. Habe ich mir jedenfalls inbild. Und deswegen habe ich noch mal eine Ausbildung als Lehrer. Und dann bin ich nachher auch Lehrer geworden in Glückstadt an der Schule, wo ich früher zur Schule gegangen bin. Dann bin ich da auch Konrektor geworden und dann zum Schluss auch noch Schulleiter. Also ich bin gar nicht so weit rumgekommen. Das wäre sozusagen meine Lütte-Heimat. Aber je öller du warst, war der Heimat immer ein bisschen größer. Was meinst du damit? Ja, Heimat ist ja so ein bisschen, wo du die gut kennst, wo du die wohlfühlst. Also ich sag mal, Heimat ist Wohnort plus Gefühl. Also da kennst du die gut, da fühlst du die wohl, da fühlst du die geborgen. Und ich bin erst auf eine Lütte Grundschule zur Schule gegangen. Das wären 2 Klassen, erste mit Pferde und fünfte mit Nenkte Klasse, wäre in eine Klasse. So, da konnte ich im Winter sogar noch mit Schlittschuh hinführen. Wir wären sozusagen Baden Dape in dem Moor. Da wäre ab November offens mal das Land unter Wasser, weil wir noch keinen Schöpfwagen haben. In Herzhorn? In Herzhorn, ja. Und das werde ich jedenfalls noch wunderbar. Mit meinem Vater bin ich dann zur Schule mit Schlittschuh fährt. Aber das ist nur Alphabet. Aber das wäre sozusagen erstmal ja, mein Dunstkreis Meising. Also, da, wo ich mich gut kenne, wo ich meinen Freunden habe, wo ich keine Angst habe, wo ich mich geborgen fühle. Und dann kommst du, ja, je öller du warst, auch mal mit Anna zusammen und dann magst du, ja, da geht das auch. Da kannst du auch leben, da kannst du was von lernen. Und insofern war das so ein bisschen, der Horizont war ein bisschen größer, was Heimat anbetrifft. Ne? Womit hätte Lütte Herbert, die Lütte Burenjung in Herzhorn denn so sein Dach verdreben? Ja, wie das so wäre am Buerhof. Wir haben ja alles, was das so gibt. Wir haben Schwein, wir haben Sögen, wir haben Fagen, wir haben Kühe natürlich, aber wir haben auch noch Hühner und wir haben Puten. Also das wäre sozusagen immer das Größte. Das wäre der Leid, haben die Mutter das Leid an. Zu Weihnachten, da haben wir einen Schlachter in Blankenese, der hat uns die Puten immer aufgekauft und das wäre ein großes Fest. Da müssen wir alle mit ran und die Puten ruppen und nehmen und dann käme der Schlachter und holt sie auf. Und die Mutter sagt, da habe ich auch nicht Geld bemuckt. Also insofern wäre das für uns positiv besetzt. Ne? Du bist in Sübsburg geworden? Ja. Wo ist das in Herzhorn? Ist Ölstenrecht wen? Oder wärst du so der einzige Jung? Ja, ich wäre nicht der Älteste, aber der einzige Jung. Ich habe noch eine Schwester. Das wäre von Förnerin klar, die jung Schalbuer waren und ich wohl das auch. Als ich zur Grundschule ging, da wäre das noch so, du musst eine Abnahmeprüfung machen, wenn du wieder für eine Schule gingst und da sagte ich Lehrer zu mir, die Jungen, die müssen doch eine Prüfung machen, die müssen doch auf Gymnasium. Und da sag ich, mein Vater, da weiß ich noch, wofür soll das gut werden? Und ich sag auch, ich will das nicht. Ich will Buer fahren und ich will nicht zu lange auf die Schule kommen. Nachher komme ich noch auf dumme Gedanken. Naja, du bist denn ja ob Gedanken kommen. Ja, richtig. Irgendwie. Was schuldet Schauenmeister denn noch? Ja, wie ich sage, also die Hoff, die wäre für mich nachher keine Lebensgrundlage mehr. Ne? Also wir haben man 20 Hektar Eigenland und dann haben wir noch Landpacht von Nober. Und da wird eine Generation, denn die Nachfolger werden Grot und Buer und wohl das Land werden haben. Und das wird ich dann los und da habe ich gedacht,
mit 20 Hektar, da kannst du nicht Absicht noch Bauer waren. Du musst die was anders überlegen. Und dann hab ich das erst natürlich so gemacht, mit Frau hat noch ein bisschen Aussenmaß, erst noch ein bisschen Köy, hab ich noch wieder, als ich dann die Ausbildung anfange, ich bin dann hier noch erst zur Schule gegangen, oder? Ne, hab noch erstmal das sogenannte Fachgymnasium besucht. Und ja, erst hab ich noch überlegt, ja, ich wäre ja noch die Schule, weil wir von vornherein nicht so ganz großen Hoff haben, bin ich noch Melkkontrolleur und dann bin ich noch in eine Maschinenfabrik sozusagen als Monteur tätig die hat Verpackungsmaschinen gemacht für Apfelsinen, Kartoffeln und hat viel Montage gemacht und da sehe mein Vater und ich auch. Wenn wir mal nicht so viel zu tun haben und ich bin schon noch Krall, sehe mein Vater, dann kannst du schon da ein bisschen arbeiten und die Tau verdienen. So kriegt wir das gut über die Runde. Das wäre mein Plan. Und ja, da sag ich auch dann der Chef von der Maschinenfabrik, also das ist eigentlich zu schön für die, dass du hier bloß als Monteur lebst. Du schuss mal einmal zur Schule gehen und dann schuss du mal Ingenieur waren. Und Ingenieur, da hatte ich dann doch nicht so richtig Lust zu. Tja, und dann habe ich mir das jedenfalls so überlegt. Was für Fächer hast du belegt? Ich habe Mathematik und Wirtschaft und Politik. Und das auch Unterricht? Ja. Und Technik habe ich auch noch Unterricht, weil ich ein bisschen handwerklich Vorbild wäre. Also ich bin in Glückstadt zur Schule gegangen und ich bin in Glückstadt auch nachher tätig gewesen. Ne? Also das wäre da, als ich angefangen bin, wäre das noch Mittelschule und nachher wird das eine Realschule und zum Schluss ist das nun Gemeinschaftsschule. Hast du den Bauern vermisst, der du als Melkkontrolleur noch Foken sehen konntest? Ja, also an die Bauerei habe ich schon immer schätzt, dass du sehen hast, was du tun hast. Also das Schönste wäre nachher auch, wenn ich in den Ferien, in den Frühjahrsferien, haben wir noch Vieh, dann habe ich immer missführt. Und da wäre ein großen Bach und wenn ich obens fertig wäre und das wäre düster, dann konnte ich sehen, die Misshupen, die wäre bloß noch halb so groß und dreh doch Loder wäre weg. Und irgendwie kannst du immer sehen, was du mogt hast. Und wenn du ein Lehrer bist, dann suchst du jedenfalls nicht unmittelbar den Erfolg von deiner Arbeit. Aber irgendwann, habe ich gelernt, suchst du ihn doch. Man drückt sich immer zweimal im Leben. Und das ist irgendwie auch das Schöne, was ich so dankbar für bin. Du hast so viel Kontakt mit jungen Leuten. Und jetzt auch als olden Mann, drobe ich ja noch Leute, die sind sozusagen in Saft und Kraft, in beste Öller. Und die sagen, weißt du noch, damals, das wäre doch eine schöne Tit. Und da bin ich dankbar, heel dankbar für, dass die nicht sagen, ich gehe aber an der Stroden sieht, wenn ich dann sehen, sondern die kommt auf die Toe und sagt, ja, ich denke doch noch gern an Trüch. Und da denke Ole ich, Scheuler, ja, der du mit Formen oder sich begleiten kannst. Begleiten kannst. Ne? Und ich freue mich auch, also für mich wäre das immer wichtig, auch Gemeinschaft. Also du musst Verantwortung übernehmen, auch für deine Heimat. Und ich freue mich zum Beispiel, dass ein paar von meinen Schülern Bürgermeister geworden sind in den Umlandgemeinden und ein paar sind auch Wehrführer geworden von der Feuerwehr. Ich selbst wäre auch Wehrführer in 3 Perioden. Ich bin lang in der Gemeindepolitik, wäre es auch. Und ja, vielleicht habe ich das auch ein bisschen ausgestrahlt und ein bisschen wiedergeben. Und da freue ich mich über, weil ich das so wichtig finde, dass junge Leute irgendwie sich bekennen zu das, was hier ist. Und nicht sagen dort, ich kiek nach Amerika, ich kiek in die große weite Welt, aber die Lütte Gegend hier bei uns, die interessiert mich nicht so. Das wäre eine große, denke ich mal, Bewegung, dass die Leute sich nicht interessiert haben für einen Heimatverband, aber auch sonst nicht. Die haben keine Zeitung mehr lesen. Die haben einfach, finde ich, so ein bisschen in so einer Pseudo-Welt, sag ich mal, lebt. Aber das Lütte, wo sie was bewegen könnt, das haben sie gar nicht so dringend auf der Reich. Und das finde ich so wichtig, dass du sagst, ich lebe hier in mein Dörp und das ist mein Dörp, da will ich leben und da will ich auch was vertun. Also Ehrenamt, tja, ich weiß noch, wie oft in Vereinen man so bettelt hat. Ich möchte eigentlich nicht mehr Vorsitter werden. Aber ich finde schon keinen Nachfolger. Und ich habe so ein bisschen
die Hoffnung, dass das im Moment ein bisschen anders war. Also auch vielleicht so ein bisschen durch Greta und durch die grüne Jugend und da sind doch ein paar Aktivitäten. Ich mag das jedenfalls und da freue ich mich bannig über, dass auch junge Leute sagt, wie sind wir da bereit, Verantwortung zu nehmen für uns Lüt Gemeinwesen, was wir als Heimat betätigen tut. Ja, du hast selbst den ollen Mann anschnackt. Das können wir so nicht stehen loten. Du bist ja wirklich nicht das, was man für einen Senior hält, der bloß noch in Lehnstau sitzt. Wenn man sich die Aktivitäten von dem Heimatverband in Steinbach ankickt, auch in der Corona-Zeit kann man wohl sich denken, dass hier nicht die Hand in Schaut lecht ward. Aber sonst, was muckte Aule Mann, Herbert? Wir habt von den jungen Herbert schnackt, was muckte Aule Mann, Herbert? Ja, also ich habe noch so ein paar Lütte Ehrenämter. Also ich bin, wie gesagt, hier im Heimatverband tätig. Das habe ich auch sozusagen erst angefangen, als ich pensioniert war, fast, also ein bisschen früher. Da fühlte ich mich wohl, dass ich so was habe. Aber ich mag auch noch, ich bin freier Journalist, ich mag für den SAZ-Verlag doch Berichte auch über Politik, hier über Regionalpolitik und was so anliegt. Und dann mag ich noch ein bisschen Musik. Also ich spiele Gitarre und mag ein bisschen plattisches Programm. Aber nun habe ich auch lange nichts mehr auf dem Zettel hat. Also sonst so die Weihnachtszeit hast du schon ein bisschen, dann kommt sie all an. Und dann ist hier noch Weihnachtsfeier bei den Landfrauen und da noch bei den bei den aktiven Stadtfrauen oder bei den Post-Seniorenverein. Das ist so ein bisschen mein Klientel oder Geburtstage. Ne? Das mache ich auch ganz gern, da vertelle ich ein bisschen was und dann singt wie ein paar Lieder. Ich singe ein paar Lieder, ich habe ein paar Lieder auch selbst gemacht, aber ich singe auch gern mit Leuten zusammen. Vertellt Herbert Frauen in Klönschnack mit dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Das hier ist der Podcast Reich Hallo Heimat, der Schleswig-Holstein-Talk. Und wir nehmen das ab am 14. Dezember. Du ist klar, wie das, was du vertellst, wie lebt in Tiden von Lockdown. Corona hat sich Schatten auch über Schleswig-Holstein und Steinbach schmitten. Wo geht die das? Kommst du eigentlich klar oder hast du auch so einen Lütten Blues? Also, klar komme ich schon, aber das ist nicht so das, was immer so wiedergehen soll. Also insofern freue ich mich, wenn ich noch mal unten den Hus komme, wenn ich noch abgehoben habe. Also so wie heute, da freue ich mich ab. Ne, und morgen habe ich noch mal Stadtvertretung in Glückstadt, wo ich hingehe als Reporter. Also insofern habe ich immer noch jeden Tag irgendwie, ich sag mal so ein Lüttet Außer-Haus-Event. Ne? Und ansonsten twinge ich mich auch dazu. Ich bin ganz viel Fahrrad gefahren, also bloß so rumsitzen und den ganzen Tag lesen, das kann ich nicht. Ich muss irgendwie auch mit Lüt was zusammen mucken und ja, man überlässt sich dann schon mal, kannst du mal noch eine Geschichte schreiben oder kannst du noch mal irgendwie Poleder üben. Also insofern, ich brauche eine Struktur von meinem Dach, sonst lusche ich so dahin und das mache ich nicht. Also ich muss sozusagen einen Rhythmus haben für den Tag und insofern dann sind auch so Ehrenämter ein Segen, dass man sozusagen noch irgendwie das Gefühl hat, du warst noch brucht und das finde ich ganz wichtig. Wo alt bist du? Ich bin 71. Herbert Frauen, wie seid uns in einen Ruhm? Das ist ein ollen Schaulruhm, zumindest ist er so gestaltet, wie seit der typischen Schaulbank, wie seit ein Porträt in Öl von einem schleswig-holsteinischen plattdeutschen Dichter und wie seit ein paar aule Mäubel. Wir sind in der Versstuf zu Gast. Du kommst wie heute Frucht von dem sind wir. Und der Versstuf, der ist zurechtmuckt in das Kreismuseum Steinbach in den Prinzesshof in Ishau. So viel mache ich vertellen. Den Rest musst du vertellen. Wo nehmen sind wir? Ja, Kreismuseum, also das ist sozusagen auch ein Motiv, was der Heimatverband für den Kreis Steinbach sich gegründet hat. Also der Heimatverband hat sich 1936 gegründet und das Ziel wäre damals ein Kreismuseum abzumucken. Also 1936, das wäre natürlich die NS-Zeit, da wäre der Gedanke Heimat ein ganz anders, als wir im Hüt pflegen dort. Also das wäre so ein Boden- und Blutgedanke.
Und die habt auch hier noch Blankby. In der Nächte gibt das so ein Grabhügel, so einen bronzezeitlichen Grabhügel mit einem Hügelgrab. Und da sind 1938 Utgrabungen gemacht worden. Und da habt sie dann 1939 eine große Betonhalle überbaut, eine Weihehalle. Und habt das dann nennt ein Germanengrab. Obwohl das historisch natürlich völlig falsch ist. Und dafür habt sie einen großen Platz gemacht, wo sie obmarschiert sind, wie das da so wäre. Also das ist so ein bisschen uns auch mit von den Heimatverband. Und da sind wir aber dabei auch, dass wir als Heimatverband ein bisschen aktuell damit umgeht. Also wir wollten ein bisschen Jugendarbeit und habt da ein paar Lehrer hier mit dabei kriegen, die sagen, wie wollt das als demokratischen Denkort bilden. Also das ist ein historischen Ort, der hat mehrere Düdungen hat. Das wäre mal, wie gesagt, ein Hügelgrab, dann wäre das auch ein Galgenbach, da wäre damals Gericht und da wären auch Hinrichtungsstätte und dann wäre das, wie gesagt, diese NS-Überhöhung. Wir sind die Guten, wir sind die Germanen und wir wollen uns hier droppen und wollen die Botschaft stellen, also die Gutmenschen und die Innermenschen. Und das wollen wir sozusagen einen Anlass nehmen, wie man sozusagen auch Geschichte umdüden kann. Und dass man das nicht so hinnimmt, dass man da achterfrogen und dass man nochmal Hüt vielleicht sagen, erstmal, wie wäre das damals? Also wie kriegst du letztlich, mir ist das immer ganz wichtig, wie krieg junge Leute irgendwie auch mit daran, sich mit Heimat aktiv, zeitgemäß zu beschäftigen. Herbert, bestimmt nicht beim Tüdelkom. Wir sind hier in Prinzesshof und du schnackst nur über einen Weihehall. Ja. Sag nochmal ganz klar, über was du nur schnackst. Das ist natürlich auch ein wichtiger Ort in Steinbruch, der man auch gern besäugt. Ja, also wir sind jedenfalls hier in das Kreismuseum und das Kreismuseum... Aber sag nochmal, der Hall, nur von dem du schnackt hast. Ja, wo ist die? Also die ist vor 100 Meter wieder hier, also in der Nähe von der Berufsschule. Und das ist aber eine Geschichte für sich. Also da kann man noch mal vielleicht auch wirklich mit jungen Leuten, wie habt ihr jetzt auch in der Schule gibt, ihr Kreisbeauftragte für kulturelle Bildung in jedem Kreis. Und da habt ihr den Kreis Pinneberg und den Kreis Steinbruch und noch ein paar aktive Lehrer jetzt in eine neue Arbeitsgruppe zusammen, die sich damit beschäftigen und die richtig Jugendbildungsprogramme in diesem Ort in Zusammenhang mit der daneben liegenden Jugendzentrum erfahren wird. Aber das ist zu kompliziert. Wir sind hier. Ja, ich mag auf jeden Fall, aber Herbert ist ein Typ, der hat Lust, mit Menschen sich über Heimat und einzusetzen. Ja. Wirklich Lust. Nee, und das ist auch wichtig, weil sonst, also, das ist schon so ein bisschen mit der Plattdeutsche. Ne? Der Plattdeutsche, das weht wie beide. Das wird immer weniger, das ist keine aktive Spruch mehr. Also ich weiß noch, ungefähr 1990 wäre das fast so, habe ich mit Heiko Gauer, das wäre hier ein junger Kollege von mir in Kreis Steinbruch, der sich viel mit Plattdeutsch beschäftigt hat. Der hat damals gesagt, ja Herbert, in 20 Jahren glaube ich, da gibt es kein Plattdeutsch mehr, da schnacken wir alle nur noch Englisch. Aber das ist schon nun nicht so. Und wie weit das aktive Plattdeutsch-Schnacken doch in den letzten 25 Jahren sich halbiert hat etwa. Aber ich glaube, Ligas, das war nicht untergegangen. Also im Moment sind wir sehe ich eher so ein bisschen gegenläufige Bewegung. Spruch hat wieder Wert, hat eine Wertigkeit. Vielsprachigkeit hat eine Wertigkeit. Mutterspruch zu erholen hat eine Wertigkeit, auch bei jungen Leuten. Das ist nicht so, wie als ich Kind wäre. Du habt mein Öllern mitten an der Platte schnackt und mit mir habt ihr Hochdeutsch plack. Das habe ich erst sozusagen in den 70er Jahren selbst gesagt, ich will das auch können und ich will das auch pflegen. Auch ein bisschen über die Musik bin ich dort gekommen, weil das so schön klingen für mich in den Ohren und da kannst du so ein Bach mit drücken, mit dem Spruch, was du in Hochdeutsch sonst nicht so kannst. Und insofern, wir habt hier irgendwo Modellschulen bei uns im Kreis. Plattdeutsche Modellschulen, die von Land 2 Lehrerstunden extra kriegt. Richtig. Für den Plattdeutsch an die Kinder zu bringen in Sprucherwerb. Und da war das systematisch wie ein Fremdspruch unterrichtet. Mit einem Schulbuch. Ne, und nun sind wir auch dabei,
Du musst nicht nur schnacken können, erstmal du musst das verstehen können, du musst das schnacken können selbst und du musst das auch noch schreiben können. Das ist sozusagen noch die Königsdisziplin. Und da sind wir auch an Arbeiten, wie kann man richtig Plattdeutsch schreiben. Denn nur so hätte ich eine Chance, auch wieder zu bestehen. Also das darf nicht irgendwie so eine beliebige Mischmasch Heimatduselei werden, sondern das muss schon eine systematische Grundlage haben. Und da bin ich ganz froh, dass wir das auch hinkriegen. Das Niederdeutsche, wo du nur das Thema abschmitzt, ist ja auch repräsentiert durch einen von der, was sagt man, AGs, Arbeitsgruppen von dem Heimatverband. Niederdeutsch ist ein, dann habe ich noch Archäologie. Ja. Die beiden anderen? Kultur- und Regionalgeschichte und Botanik. Botanik wäre das andere. Kultur- und Regionalgeschichte ist natürlich dann, wenn die Sanierung der durch ist, auch tau besichtigen hier im Kreismuseum Prinzesshof, wo wir uns trobt just. Mehr so als Katalog. Was für heimatkundlich interessante, relevante Städte schon man besäugen in das Rebate von den Heimatverband Steinbruch, also im Landkreis Steinbruch. Also die Steinburg, sag's an sich? Ja, die Steinbruch, die gibt es schon nicht mehr. Also der Kreis Steinbruch ist so der einzige Kreis in Schleswig-Holstein, der sie nicht nur eine Landschaft oder nur die Kreisstadt hat, sondern die Steinburg. Aber fährst du dort vorbei, wie Kremp, findest du auf jeden Fall Hinweisschilder? Ja, da ist noch so ein Hügel, ne, wo sie stehen hat. Die ist schon 1307 erbaut worden als Burg und Stein. Und wo sie steht, heißt das noch Steinburg. Ne? Und dann, das wäre ein Vogtei, dann ist das nachher Amt geworden und als das zu Dänemark käme und als das Gebiet preußisch wäre 1867, da heißt das dann Kreis Steinbruch. Da geht die Burg, aber die Steinbrucher lang nicht mehr. Aber man sucht sie noch so ein bisschen. Also sie hätte schon eine Bedeutung, weil das auch der Sitz von der Ranzhaus wäre. Johann Ranzau hätte da wohnt und Heinrich Ranzau, die ist geboren und die ist auf der Bredenburg ist sie dort geblieben. Also das Schloss Bredenburg ist sozusagen auch ein ganz wichtigen Ort hier in unserem Kreis. Das Kreismuseum will ich auch mit dort teilen. Und ansonsten haben wir noch die diebste Landstelle hier, wie Wilster, die liegt 3,54 Meter und dann normal 0. Von Deutschland? Die diebste von Deutschland, ja. Ne? Dann haben wir natürlich die 11 Stör und Krogau. Das sind sozusagen, wir sind von Woda im Schloten. Und insofern, das ist ein bisschen typisch. Also man fragt sich ja immer, was ist das Besondere? Und wenn du da wohnst, dann suchst du das gar nicht. Ne? Also ich weiß noch, als ich noch auf meinem Hof wohnte und buhnte, da kriegen wir mal Besuch von einer Berliner Familie und die kick nach Buten und sagt, was ist das schön hier, die grünen Wischen, so wie du kicken kannst. Also Ernst Behrens, ein Dichter oder im Zorn, hätte man gesagt, ihn hoffentlich als ein Hallig in der grüne See. Und so denke ich, das ist doch so was stinknormales. Da kann der sich freuen über. Hier ist das so ruhig. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Ne? Inzwischen, wenn du Anna Gebeten suchst, dann suchst du auch, dass das eigentlich ganz schön ist hier. Und man kickt da überwächt. Also wir haben auch ein Projekt, wo ich auch mitarbeite, das nennt sich Regio Branding. Ne, das ist mal so ein gefördertes Projekt gewesen, aber nun hat sich das verselbstständigt. Wir haben da noch so eine Arbeitsgruppe. Wie willst du beten nochmal das ein bisschen vermarkten, die Alleinstellungsmerkmale von unserem Kreis, weil man sonst gar nicht so sücht. Nun können wir die Liste natürlich noch ewig fortsetzen, können über Stadtdenkmal Glückstadt mit Detlefsen Museum schnacken und über andere relevante Punkte. Vielleicht einen noch kurz antippt, Wacken. Ja, also Wacken, also habe ich auch persönlich. Ich wollte jetzt sagen, du bist ja auch persönlich aktiv wen, ne? Am Parkplatz oder wo wäre das? Ja, also als ich mit meinem Schuldienst ziemlich zu Ende wäre, da habe ich gedacht, du musst jetzt noch irgendwie mal was mucken, was anders ist. Und da habe ich gelesen, in Wacken kannst du Müllsammler werden. Ja Mensch, das ist so eine Perspektive. Und da habe ich gedacht, das ist was für die. Ne? Dann kannst du so ein bisschen mal achter die Bühnen kicken
Und da habe ich mich gemeldet und bin dann auch angenommen worden und das fand ich absolut interessant. Da waren so ganze Horden von Leuten, die da inset worden sind. Da bin ich dann auch mitlopen, 4 Jahre durch ist das. Und da kriege ich auch den Kontakt zu Polyt und da sage ich, also ich habe auch noch ein bisschen Lust, ein bisschen mehr darin zu kicken. Und ja, dann melde ich doch mal, du passt doch gut in unser Team. Und dann bin ich den nächsten Jahren dann immer als sogenannte Steward dabei gewesen. Auch zum Schluss noch Mobit Werner Rennen in Hardenholm. Das ist schon von denselben Veranstalter. Und das hat mir eigentlich immer viel Spaß gemacht, weil da wirkt natürlich auch der Oldie. Also das meiste wären ja die da mit, wie wären so 180 Lüd, die da sozusagen als Hölper inset worden sind. Überwiegend für Anfang, dass sie richtig parken dort. Das sind ja immer so verschiedene Felder, die haben alle Nomen, das ist alles hochprofessionell und logistisch indelt, dass sie auf den richtigen Parkplatz kommt. Nachher musst du in der kicken, dass die Leute fragen, wenn sie Fragen habt, und dann musst du noch mal kicken, dass ich Platz und nicht vermüllend halt. Du musst noch ein bisschen Kontrollgänge machen, wenn du eine Latrine baut, hätte an der Fall drin, dann musst du sagen, hier, muck das dich, und wenn sie nicht will, dann sagst du, ich schnie die ein Armbändzel auf, und dann pariert sie. Das ist sozusagen das Schlimmste, womit du drohen kannst. Ne? Aber das wären schöne Titel. Und dann meiste wären, wie gesagt, Studenten. Und dann bist du immer so 2, 3 als Trupp zusammen. Und ja, hätte mich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also das dügert immer wieder als Motiv, ob wenn wir das mit die zu tun haben, du machst gerne mit jungen Leuten zu tun haben. Ja, also das finde ich gut. Erstmal mit Ole Lüd bist du nachher sowieso, glaube ich, immer Licht zusammen, aber du buchst immer noch so ein bisschen Anreize, du buchst ein bisschen. Also und ich muss auch sagen, ich mache auch gern, wenn das denn klappen da, ein bisschen was wiedergeben. Also wie habt ihr ein bisschen Lebenserfahrung? Und wenn du so jetzt so einen Kontrollgang muckst, 2 Stunden über das Wacken-Zeltfest, die will, dann kommst du natürlich in Schnacken. Was muckst du? Was ist dir wichtig? Und dann kannst du so, manchmal fragst du die auch richtig. Was meinst du denn, Toto? Ich weiß im Moment nicht, was schallig waren, dat und das fand ich immer interessant. Und dann bist du noch irgendwie bei den was wert, finde ich auch. Herbert Fraun, stellvertretend Vorsitzender von Heimatverband für den Kreis Steinburg in Klönschnack in Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. An und für sich habt wir all ganz viel schnackt über die dritte Frucht, worum Heimat pflegt. Was ich verstanden habe, ist, dass das wichtig ist, in den Kreis, in dem du wirklich was bewirken kannst, denn auch was bewirken mit dem Engagement. Ist das wichtigste Motiv, die wichtigste Antwort, ob du fragst, worum Heimat pflegt? Also Heimat hätte ein bisschen was zu tun, wo kommen wir her, wo sind wir und was können wir tun, dass das gut wiedergeht. Also, wie weht ihr all, auch jetzt in dieser Zeit, vieles ist gar nicht so selbstverständlich, wie wir immer denken dort. Und du kannst nicht immer sagen, Anna Lüd muckt das schon irgendwie. Und deswegen, so ein Kreismuseum, so ein Heimatmuseum ist natürlich gut, Dorf für Dorf, nochmal sozusagen zu archivieren, was ist hier als mal west, so wie hier, das die Stufe von Johann Hinrich Feers. Und auch, wir haben letztes Jahr auch hier 30 Jahre Wacken, auch eine Sonderausstellung. Also insofern, das, was hier im Kreis los ist, einmal noch zu archivieren, aber auch sozusagen interessant zu machen für junge Leute. Also hier in dit Kreismuseum, da ist so ein Audioguide auch in Plattdeutsch, also den gibt es in 3 Sprachen. Denn hat hier die Vorgänger schon von Frau Hoffmann, die jetzt ist, Frau Schmilewski, da sind sozusagen dann immer auch inschnackte, so ein bisschen so was wie jetzt morgen dort, zu jede Stufe. Also hier tut das Festzimmer, da habe ich ein bisschen was inschnackt hier auf Plattdeutsch in diesem, ist auch so eine Art Podcast. Also auch, wie kriegt man junge Leute
Tofoten sich dafür interessieren. Aber das ist Ligasschwur. Also unser Museumsleiter sagt immer, ich mag eigentlich einen ganzen Bach, auch für junge Leute, aber es kommen doch wenig Klassen hierher. Wie mag richtig Programme für Kinder, auch dass die Lehrer da sich eigentlich gar keinen Kopf ummucken können, wie war das schon irgendwie beschäftigen, interessant. Und Ligas kommt doch nicht so viele. Ne, aber dass wir sozusagen einen Ort habt, nochmal, wo man nochmal das sich, was unseren Kreisen beten utmogt, auch unsere Kultur, das ist immer die Grundlage dafür, Mensch, das ist wichtig. Und dat, die Erkenntnis, dass das wichtig ist, finde ich, immer so ein bisschen mit der Anreiz dafür, ich muss auch selbst dafür sorgen, dass das nicht verloren geht und dass das Wiederleben geht. Also das Wiederleben da ist eigentlich das Wichtigste. Dass die Leute in den Kopf singen dort, ich wohne hier in Kreis Steinbruch, aber ich kann auch in Stuttgart wohnen, ist mir Schiedegol oder in Berlin. Ne? Und irgendwann bist du ja doch, wenn du eine Familie gründest oder die Arbeit hier hast, dass du sagst, das ist jetzt auch irgendwie mein Stück überschaubare Heimat, die muss ich auch pflegen. Und ich muss dafür sorgen, dass das wiedergeht, dass das nicht verloren geht. Wir sind ja hier so ein bisschen Energiekreis, Steinbruch, habt ihr hier ein neues Umspannwerk, habt ihr hier noch Brockdorf und Brunsbüttel, also insofern mit Energie habt ihr in Bach zu tun. Das ist auch ein Thema, was sich neu erfinden muss immer. Also irgendwie geht das immer wieder. Und irgendwie muss jede Tiet, die Fragen sind immer die Glieden. Ne? Wie mit uns Natur erholen, wie mit uns Lebensgrundlage erholen und wie mit eine soziale Gemeinschaft bilden. Das ist das, was du brauchst, um die wohl zu fühlen. Aber da musst du was verdauen. Das kommt nicht von allein. Erinnern und gestalten mit dem regionalen Blick. Ja. Das Jahrbuch von Heimatverband für den Kreis Steinburg von 2020 hat das Thema Plattdeutsch. Ob was freuen wir uns das Taukomjahr? Ja, das Taukomjahr beschäftigt sich mit dem Thema Glauben. Also einmal will wir unsere ganzen Kakengemeinden hier vorstellen, wir haben 54 bei uns im Kreis. Also das sind einmal die Kakengebüden. Das ist auch eine große Last oftmals für die einzelnen Kakengemeinden, die zu erholen, die zu restaurieren. Da brauchst du schon öffentliche Gelder. Also in Kark ändert sich im Moment ganzen Bach. Da waren viele Fahrstellen nicht weiter noch besetzt, weil die Mitglieder weniger waren, das Einkommen, das Steuerinkommen war weniger. Aber das gibt natürlich auch neben unsere hier noch traditionelle evangelische Kark auch Glaubensgemeinschaften, die vielleicht auch ja noch mal mehr an Bedeutung gewinnen dort. Ich weiß das nicht so ein bisschen. Im Moment ist so manchmal auch die Diskussion, Karkensteuer über die normale Steuer introcken, ist das noch zeitgemäß oder mit wir nicht irgendwie zu Spenden kommen oder dass man freiwillig Gift für seine Kakengemeinden. Ich glaube, die Diskussion wird uns noch die nächsten Jahren beschäftigen. Und daneben gibt es halt auch noch viele freichristliche oder auch Sekten, die auch viel Licht an Bedeutung gewinnt. Insgesamt sage ich mal, das Thema Glauben und irgendwo moralische Instanzen und festholen können, das ist so genauso wichtig wie Heimat. Also insofern dort drückt sich das zum Beten. Ne, wo kann ich mich dann festholen? Wo gibt es noch sozusagen noch mal ein paar Säulen, die mein Leben irgendwie mit bestimmen dort und dem mir Orientierung geben dort. Du hast das eigentlich anfangs gesagt. Du belebst das so, dass die Leute, die nur jung sind, wenn ihr mehr Gespür habt dafür, dass sie so was braucht, als man so sagt, Verortung. Du hast von Tiden schnackt, wo das lange nicht so wäre. Ja. Also die Generation vielleicht von denen Kinder, ich weiß nicht, ob du Kinder hast, die hat in einer Zeit lebt, wo man bloß nur Buttenkeken hat. Und da kommt nur andere Generationen, andere Kreise, andere Denkmuster vielleicht, wo man sich doch mehr bekümmert wird. Du hast Greta und Fridays for Future anstrengt. Richtig. Ja, da freue ich mich immer. Also ich mag das jedenfalls, ich weiß das noch, ich bin für
3 Jahren, noch 25 Jahren und die Gemeindevertretung gut gehen. Also ich bin noch ein paar Vereine, also auch, wo ich aktiv wäre. Das wäre unmöglich, einen Titel lang Leute zu finden. Und dann wäre das schon immer, du muckst das schon gut. Das darf nicht sozusagen die Regel werden. Du musst manchmal auch sagen, ich muck das gut. Und weil ich das so gut mag, höre ich dann auch ab, wenn ich das gut mag, nicht erst, wenn ich das nicht mehr gut mag. Und wenn du Fakten schaffen da ist, dann magst du mir mal, dann kommt doch weg und ein Lockerut und sagt, Mensch, also Herbert hat das mogt. Und hey, hat das Spaß mogt. Vielleicht ist er gar nicht so schlecht, vielleicht war mir das auch Spaß mogen. Und hey, hat immer vertellt, dass du bei den Verantwortung übernehmen musst, dann mag ich das doch. Und insofern, ich sehe jedenfalls zum Beten. Ich hoffe, dass das noch mehr war. Also insofern, das geht schon immer viel die Frucht. Die jungen Leute in der Schule, das hat immer ein Thema gewesen. Die sind doch alle viel dümmer. Ne? Also die können doch gar nicht mehr richtig schreiben und nicht mehr richtig lesen. Das ist völlig falsche Frucht. Ne? Also anders. Das ist immer anders. Also wenn ich so vergleiche, die jungen Leute, die heute aus der Schule kommt, mit den Leuten, die, sag ich mal, 1970 aus der Schule gekommen sind, die sind viel selbstbewusster, die können schnacken, die können sich miteinander erholen, vernetzt denken. Und das ist doch das, was wir brauchen. Die können das, was die Tiet verlangen, das können sie gut. Und ob sie nun Steinburg richtig schreiben könnt, wenn sie man weht, da das ihr Kreis ist. Und du hast heute so viele Hilfsprogramme, das Schreiben, das mit der Hand schreiben, das ist einfach nicht mehr so wichtig. Und dafür hast du auch was anderes, was du gut kannst. Und insofern mag ich mich da jetzt keine Sorge, dass du irgendwie in Kultur den Bach runtergeht. Ne? Denn Kultur hat immer noch, ich muss mich darüber klar werden, dass das wichtig ist und ich muss aktiv dafür entstehen. Herbert Fraun, stellvertretend Vorsitter von Heimatverband für den Kreis Steinbach, ist Optimist, was die Jugend angeht und liegt nochmal so einen Appell an uns all, engagiert schau, ob nur in Heimatverein oder in der Feuerwehr oder wo auch immer in Ehrenamt. Das wäre schön. Herzlichen Dank, dass du mir empfangen hast hier in den Prinzesshof in Isho. Ja. Herzlichen Dank für den Glönschnack und alles Gaude für die in Joa Anstalten, nur 2021. Ja. Dankeschön. Also ich habe mir meistens Beten eben verfehlt, dass ich so ein Beten Sprung bin. Also für die höchstwahrscheinlich ein Beten Schwur. Vielleicht musst du noch ein Beten schnieden, aber manchmal ist das so, dann löppt das hart einfach über. Und dann fällt die just was in, was auch noch passen können. Also insofern engagiert man schon wen. Ne? Und insofern hätten wir auch Spaß gemacht. Dankeschön. Herbert Fraun von Heimatverband für den Kreis Steinbach in Klönschnack mit dem Schleswig-Holsteinischen Heimatbund. Das wäre Hallo Heimat, der Schleswig-Holstein-Talk. Mein Name ist Jan Graf. Herzlichen Dank fürs Tauhören. Mehr Infos unter heimatbund.de.